willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Ich stehe hier in der grossen Halle, wo am Sonntag werden Celebrations drin sein. Und ich glaube, das gibt uns mega wieder eine neue Chance, dass wir als 20er und mit unserer Mutter am gleichen Ort sind. Und ich möchte dir das aufs Herz geben. Wenn wir in das neue Gebäude ziehen, ziehen wir gleichzeitig wieder mit unserer starken Sonntagskirche zusammen. Und lass uns da richtig mit Vision reingehen und wieder eine starke Einheit werden. Wir am Freitag, wo wir Vollgas geben, aber gleich am Sonntag sind wir dabei mit unserem ganzen Herz auch. Because we're one big family. Hey, ich bin leicht nervös. Aber wenn ich in eure Gesichter schaue, dann gutmütige Gesichter, dann denke ich, hey, es kann nur gut kommen. Ja. Hey, nicht alle von euch kennen mich oder kennen mich mega persönlich und deshalb habe ich gedacht, stelle ich mich mal vor. Und eine gute Art, mich vorzustellen, ist, ein bisschen über meine Familie zu schwätzen. Woher komme ich? Und ich habe ein Bild mitgebracht. Man sieht es jetzt dann gerade da links. Voilà. Das ganz rechts, falls ihr mich nicht erkennt, bin ich. Ganz links ist noch ein Kollege, der einfach mitgekommen ist. Und sonst, ich habe nicht zu der Familie, weißt, auf dem Foto erst mitgekommen, Schlittschuh fahren. Und dann habe ich 2 Brüder, eine Schwester. Mein einer Bruder hat geheiratet und meine Eltern. Und wir haben es sehr lustig zusammen. Und meine Schwester und ich schaffen es also wirklich, eine ganze Unterhaltung zu führen, nur mit dem, dass wir lachen. Und ja, es erscheint komisch, aber es ist wirklich so. Und ich habe meine Mutter gefragt, nach einer Familiengeschichte. Und sie hat dann gesagt, ja, was ihr gerade einfällt, ist, einmal sind wir so irgendwo auf einen Bauernhof gegangen. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, als 2-Jährige das Fenster aufzumachen und abzuhauen. Das war irgendwie nicht so cool für meine Eltern. Und es war grundsätzlich so ein bisschen so, dass ich gerne abgehauen bin als Kind. Also sie haben mich irgendwo angestellt, so, Sarah, hey, wir sind da. Und dann zack, um den Ecke weg. Und ja, das war nicht mega cool für meine Eltern, aber zum Glück habe ich die Gewohnheit abgelegt, als ich dann ein Teenie geworden bin. Da war meine Mutter vor allem sehr froh. Ja, das ist so ein bisschen über mich. Das Thema heute ist, wie Jesus meinen Glauben erfüllt. Und für mich persönlich ist es so, dass das Leben mit Gott ist für mich ein Abenteuer. Und das erfüllt mich mega, weil ich freue mich mega auf die Zukunft, weil ich denke, es wird ein Abenteuer, es wird spannend. Und ich frage Gott nach dem Weg und Gott ist treu in dem. Und über das möchte ich heute reden. Und ich möchte gerade noch Gott einladen, dass er mir hilft, euch das zu erzählen. Jesus, ich danke dir, dass wir heute da zusammenkommen in dieser Friedenskirche. Ja, bitte schenk mir einfach die richtigen Worte, um über das zu reden.
Und lass uns einfach dich im Mittelpunkt stellen und einfach dich suchen. Amen. Also, um das zu verdeutlichen, was ich möchte sagen, bin ich in der Bibel forschen. Und eine ganz spannende Geschichte ist die Geschichte von Josef. Was krass ist am Josef, es ist übrigens nicht der Josef à la, oh, meine Brüder haben mich verkauft, sondern es ist der Josef à la, meine Frau ist einfach schwanger geworden. Also einfach nur, damit man das geklärt hat. Genau. Und zwar lese ich euch da gerade mal vor im Matthäus-Evangelium. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete. Obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Jesus, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrechter Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sich nicht zum Gespött werden zu lassen. Also mega krass. Also stell dir vor, du bist verlobt und nachher dein Freund oder deine... nein, das geht nicht. Das geht nicht. Falsch rum. Also es geht nur... Du kannst dir nur vorstellen, wenn du ein Mann bist, tut mir leid. Nein, deine Freundin wird einfach schwanger und sie sagt so, sorry, ist vom Heiligen Geist, tut mir leid. Und dann... ja, ist recht, ja. Das ist wirklich so. Und was aber da ganz krass ist, da steht Josef, der schon als ihr Ehemann galt. Und das ist wirklich ein jüdischer, also bei den Juden ist es so gewesen, wenn du verlobt bist, dann ist das ein Ehevertrag gewesen. Also wenn du den brichst, dann brichst du eigentlich eine Ehe. Es ist nicht einfach so, ich habe einen Ring am Finger. Es ist wirklich ein krasser Vertrag und es bedeutet etwas. Und weiss nicht, wenn ich das so lese, denke ich ja eigentlich auch noch cool, weil Josef hätte das stillschweigend machen, er hat das ein bisschen leisig machen, nicht, dass alle gerade wissen. Und ja, er hat sich eigentlich davor machen, aber auf die gute Art. Aber eigentlich, wenn man es genau anschaut, hat er einfach abhauen. Und es ist überhaupt nicht cool, weil was es bedeutet hätte, wäre, dass Maria allein gewesen wäre. Sie wäre nachher eine alleinerziehende Mutter gewesen. Also der Weg, den Josef da hat wählen, ist eigentlich überhaupt nicht cool gewesen. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Ich muss jetzt schauen, dass ich so, genau. So, also, es ist ein Rätsel. Und zwar geht es darum, zum herauszufinden, das ist ein Auto, ganz links, zum herauszufinden, welche Parkplatznummer unter dem Auto ist. Hat schon jemand herausgefunden? Wow, das ist mega schnell. Also, und zwar, wenn man das Ganze umdreht, ist es völlig logisch. Und es ist so, die Lösung ist nicht immer so, wie wir denken. Und Gottes Lösung für das Leben von Josef, aber auch für unser Leben, ist nicht immer so, wie wir denken. Und der einzige Weg, zum herauszufinden, was die Lösung ist für unser Leben, ist, indem wir Gott fragen. Nur wenn wir Gott fragen, können wir seinen Weg für unser Leben erkennen. Ich habe das erlebt. Als ich in die Schule gegangen bin, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Es war recht eine taffe Zeit für mich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit ich nicht mehr in die Schule gehe, geht es mir gut. Und ja, ist leider so. Ja, und es hat vor allem so, ich habe mich immer mega unter Druck gefühlt. Ich habe immer das Gefühl, ich passe nicht da an. Und es war wirklich einfach nicht cool für mich. Und es hat eine Zeit lang gegeben, als ich bei einer Lehrerin in der Schule bin, die so Angewohnheit hatte, die Kinder vor die Tür zu stellen, wenn sie etwas nicht begreifen.
Also ich bin recht viel vor der Tür gewesen. Und sie hat dann oft hat sie Tests angesagt und so, und dann habe ich die nicht mitbekommen, weil ich bin vor der Tür war und ich habe es irgendwie auch nicht nachgefragt. Und dann war es so ein Teufelskreis gewesen, und dann habe ich die Sachen nicht gewusst, und irgendwie daheim habe ich das nicht mehr gut kommunizieren. Also es ist auch irgendwie noch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich habe halt jetzt all die Tests nicht gewusst, weil ich bin vor der Tür war. Also ja. Und dann habe ich Tests mega versaut und habe schlechte Noten bekommen. Und für mich ist das eine auswegslose Situation gewesen. Was mache ich jetzt? Ich bin noch nicht 18 gewesen, dann kann man ja selber unterschreiben. Ich kann meinen Eltern müssen zeigen. Und ich habe gedacht, wow, ich habe eine Lösung, ich unterschreibe einfach selber. Es war aber so gewesen, ich meine, eigentlich praktische Lösung, aber ich habe ein mega ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gewusst, ich tue eigentlich meine Eltern dann damit belügen, es ist nicht cool. Ja, ich habe eigentlich eine mega Last auf mich geladen. Also ich bin unter einem noch mehr Druck gewesen, eigentlich, weil ich das gemacht habe, anstatt ich eigentlich hätte ehrlich sein. Und ich habe das ewig mit mir herumgetragen und immer mich fertig gemacht damit und gesagt, Sarah, du kriegst nicht mal auf die Reihe, die Wahrheit zu sagen. Und es war wirklich mega übel für mich. Und erst mega viel später habe ich Gott in diese Situation hineingelassen und gesagt, hey, was ist denn deine Lösung? Was ist denn dein Weg da rein? Und das Krasse ist, dass Gott in so einer Liebe kam, in so einer Gnade. Er hat mir nicht einfach gesagt, hey, ja, sag einfach die Wahrheit. Er hat mir gesagt, hey Sarah, komm, wir schauen an, wieso dass du das Gefühl hast, du musst lügen. Wieso hast du das Gefühl, dass du diesen Anforderungen musst genügen? Woher kommen die Ansprüche? Und durch das ich Gott in der Situation hineingelassen habe, hat er mir eine Lösung gezeigt, die so viel gnädiger war. Und eigentlich zu einem Moment, wo ich vielleicht immer noch manchmal gelogen habe und immer noch so ein bisschen in das Verstecken hineingekommen bin, hat er mir aufgezeigt, wie das es auch anders gehen kann. Ich musste nicht mal alles perfekt machen und er hat mir dann noch die noch perfektere Lösung gezeigt, sondern ich habe völlig unperfekte ist er reingekommen. Aber was ich machen musste, ist bei Gott nachfragen, was er für eine Lösung hat. Ich möchte zurückkommen zu der Geschichte von Josef. Und zwar geht es dort weiter. Nein, falsch. Entschuldigung. Ich möchte da etwas vorlesen, was der David geschrieben hat. Und es steht, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich führt und leite mich auf dem ewigen Weg. Schon der David hat das gemacht. Er ist zu Gott gegangen und hat gefragt, hey, wo geht es durch? Vor einigen Jahren bin ich an einem Workshop gewesen. Und ich habe mich dort für den Workshop angemeldet, der hat geheißen, auf Gott hören. Und ich bin sehr kritisch dem Ganzen gegenüber gewesen. Ich habe gedacht, ja, ich habe Gottes Stimmung wie noch nie so richtig gehört vorher. Und dann bin ich an dem Workshop und sie haben etwas so basic erzählt über, wie kann man auf Gott hören, wie kann man seine Stimme hören. Und dann haben sie gesagt, hey, schlägt mal eure Bibel auf, fragt mal Gott, was er will euch sagen durch einen Bibeltext. Dann habe ich das gemacht und es war eigentlich recht amazing. Also Gott hat es recht getüpft. Und trotzdem habe ich gedacht, ja, also es ist ja Gottes Wort. Ich meine, eigentlich könnt ihr ja alles auswählen. Ich meine, es ist sein Wort. Ja, irgendwie traue ich dem noch nicht so ganz. Und dann haben sie gesagt, hey, nehmt einfach irgendetwas in eure Tasche führen und fragt Gott, was er euch möchte sagen durch den Gegenstand, den ihr in der Hand habt. Und ich möchte das gerade mit euch machen. Und zwar, nehmt doch etwas vor und irgendetwas, es muss nicht die Bibel sein, einfach irgendetwas. Ja. Sind ihr soweit? Okay. Hey, ich möchte noch kurz beten, dass Gott einfach das unter sein Segen stellt und dass wir wirklich uns auf ihn fokussieren. Sind ihr soweit? Yes. Danke, Jesus, dass du heute noch redest.
dass wir dafür zu dir kommen, nach deinem Weg fragen und dass du uns so viel von deiner Weisheit preisgibst. Und Jesus, wir kommen einfach mit dem Gegenstand und wir fragen dich, was willst du uns sagen? Danke, dass du redest. Amen. Herr, ich weiß nicht, was jetzt in deinem Kopf abgegangen ist. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wenn du etwas gehört hast, schreib es dir auf, behalte es in deinem Herz, es soll dich ermutigen. Und es ist mega schön, wenn wir einfach lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Und wenn das, was du gehört hast, dich verwirrt hat, geh unbedingt mit jemandem darüber reden. Es hat hinten nach der Message auch Face-to-Face. Nimm das in Anspruch und tu über das reden, was du gehört hast. Hey, ich möchte jetzt wirklich zur Geschichte von Josef zurückgehen. Und jetzt kommt nämlich Gott ins Spiel und er präsentiert seine Lösung. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen, denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Sie wird den Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte und holte seine Frau zu sich. Hey, Gottes Weg, Gottes Lösung ist so viel gnädiger gewesen und so viel spannender. Und Gott hat geredet zum Josef und erst durch das der Josef Gottes Stimme gehört hat, hat er können wissen, was der richtige Weg ist. Es geht dann weiter und zwar Josef und Maria heiraten, dann gehen sie auf Bethlehem, Maria kriegt das Kind, die Hirten kommen sie besuchen und dann kommen die 3 Sterndeuter. Und die haben ein bisschen Problem, zuerst Jesus zu finden und wie man das so macht, geht man zuerst beim König fragen oder so, hey Herodes, ich habe gehört, es kommt ein Kind zur Welt in deinem Königreich, der auch ein König ist. Weißt du, wo der ist? Und der Herodes hat das mega schlimm gefunden, weil er denkt, was, einfach ein anderer König in meinem Königreich? Und hat schon dort den Gedanken gehabt, den Jesus umzubringen. Und er hat den Sterndeuter gesagt, hey, kommt nachher zurück zu mir und sagt, wo der Jesus ist. Mit dem Gedanken, ihn umzubringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, denke ich, was? Der Josef hat doch jetzt das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und jetzt ist es mega gefährlich. Es ist einfach, also ich will nicht in dieser Situation sein, dass ein König dich will umbringen und du bist in dem Königreich. Es ist krass. Und ich bin etwa von ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich sehr klar von Gott gesagt bekommen, dass ich auf Südafrika eine Butlerschule machen soll. Und ja, du hast richtig gehört, eine Butlerschule. Und zwar bin ich dort dann runtergeflogen auf Südafrika und ich habe mega viel gelernt. Also ich habe gelernt, gerade da zu stehen, mit den Händen immer hinter dem Rücken, nicht verschränkt.
Ja, geil, ich sehe euch. Nein. Ich habe gelernt, wie man servieren. Ich habe gelernt, wie man Etiketten hat. Also Etiketten und Manieren war ein ganz grosses Thema gewesen. Und das hilft mir mega fest, weil wenn ich mal in einer peinlichen Situation bin, weiß ich immer, wie man dort reagiert. Also allermeistens. Das ist mega cool, weil du hast wie so ein Skript, wo du darauf zurückkommen kannst. Also nicht unbedingt, dass ich es immer mache, aber theoretisch. Es ist mega, wirklich, ich habe auch mega viel gelernt. Ich bin mega froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen und mega viel erlebt. Aber es war auch eine mega schwierige Zeit gewesen. Und zwar habe ich mich mega allein gefühlt. Meiner Familie hier in der Schweiz ist es schlecht gegangen. Und es ist auch, ich habe mega oft gedacht, was mache ich da? Ich meine, eine Butlerschule, ich will gar nicht Butlerin werden. Es ist wirklich so. Gell? Ihr fühlt mit mir, ich merke es. Nein, es ist wirklich auch mega schwierig gewesen. Und ich habe genau das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Gott hat mir gesagt, geh in Südafrika, ich bin gegangen. Und dann das. Und wieso geht es mir jetzt nicht einfach rosig und es ist alles gut? Aber ich habe dort einfach gesehen, dass Gott mega treu ist. Weil ich habe Gott dort erlebt, so wie noch nie sonst. Er hat meine Bedürfnisse gestellt. Er ist mir mega nahe gekommen, so wie sonst nie, dass ich wirklich wissen, dass ich nicht einsam bin. Dass die Einsamkeit weggegangen ist. Und es hat meine Beziehung zu Gott nochmal so krass vertieft. Und ich habe dort einfach erkennen, dass Gott wirklich, wirklich treu ist und dass Gott zu mir steht. Er steht zu mir in allem und er bleibt treu. Und das hat er dann auch beim Josef gemacht. Weil er hat den Josef nicht einfach dort rausgeschickt und hat gesagt, haha, jetzt musst du selber schauen. Er hat gesagt, hey, ich bin bei dir, ich schaue, dass es dir gut geht. Oder, dass es dir gut geht. Dass ich mit dir ans Ziel komme. Und der Paulus schreibt, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende Kraft Gottes erlebt. Also mehr noch, dass in dieser Not wir Gott erleben. Zudem ist es auch mega ermutigend. Wir folgen Gott nach und es bringt uns vielleicht manchmal in Situationen, wo wir denken, hä? Aber Gott ist so treu in dem und ermutigt uns und andere. Und so ist es dann auch beim Josef. Es steht, nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch Josef im Traum ein Engel, der zu ihm sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir die neue Weisung gebe. Denn Herodes will das Kind suchen und umbringen lassen. Da stand Josef auf, brach noch in derselben Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Und ich finde es mega schön, einfach zu wissen, dass auch wenn es uns etwas kostet, der Weg, wo uns Gott weist, einzugehen, dürfen wir wissen, dass egal in welche Schwierigkeiten wir kommen, Gott ist uns treu. Und jetzt möchte ich noch jemanden auf die Bühne bitten. Es ist der Pastor von dieser Kirche. Und er wird mit mir ein Interview machen. Ein grosser Applaus, Joel! Du bist mutig, dass du es durchziehst, nachdem ich meine Vocals verrückt gemacht habe. Juli, der MC. Ich mache heute alle verrückt auf der Bühne. Ich gebe mir Mühe, dass ich ein bisschen über mein Herz gehe. Komm, hock dir da in die Mitte. Danke. Das kommt dann auch noch, hä? Nee, gut, so. Es gibt einen Grund, warum ich dich interviewen will. Ich weiss, du hättest es auch selber erzählen können, aber es gibt mir haben das, du hast mir die Message erzählt im Vorfeld, was du im Herzen hast, über was du reden willst. Ich habe gemerkt, es gibt eine Geschichte, die mich mega berührt hat in all dem drin. Und das ist eigentlich die Geschichte, warum du diese Message überhaupt machst. Ich habe dich angefragt, Jan, vor etwa, 3-4 Wochen. Und du hast gesagt, ja. Ja. Ist lässig, oder? Wenn man angefragt wird für den 20. Mega. Nein, es ist eine mega Ehre. Also ich habe mich mega geehrt gefühlt. Und dann hast du angefangen vorzubereiten. Ja. Und dann hast du etwa
eineinhalb Wochen vorher hast du mir versucht anzurufen und ich habe zum Glück das Telefon nicht abgenommen. Ja. Was hättest du mir dort sagen? Ich wollte sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das machen sollte. Wieso? Die Message? Ja. Und zwar habe ich seit einigen Monaten einen Tinnitus. Und der wird meistens läuten, wenn ich in einer stressigen Situation bin. Und ich kann dort wirklich einfach vom Sonntag auf den Montag die ganze Nacht nicht schlafen. Und es ist, also ich bin fast verzweifelt. Ich habe nicht gewusst, was mit mir machen, weil der Ton geht einfach nicht weg. Und am Morgen habe ich früher sogar arbeiten und ich habe mega viele Fehler gemacht. Und bin dann nachher irgendwann heim und bin einfach daheim gewesen und habe gedacht, hey, ich schaffe das nicht. Es geht nicht. Und ich bin halt ein bisschen nervös schon am Anfangswoche und das hängt halt mega viel einfach mit dem Tinnitus zusammen und ja. Also du hast die ganze Zeit ein Pfeifen oder ein Rauschen oder was ich. Ja, es ist so ein bisschen etwas zwischendrin. Es ist so ein bisschen wie der Ton bei einem Fernseher, so von der alten Fernseher, einfach recht viel lauter. Der Ton von der wo du das so höher piepst. Wie die Marder fallen. Ein bisschen, was hat er da? Nein, nicht so hoch. Nicht so hoch. Aber das ist noch crazy, also es raubt dir den Schlaf. Ja. Und du hast genau gewusst, wenn du so eine Message würdest machen da im 20er, es braucht dich Vorbereitungszeit, Nervosität und es wird dir der Schlaf unangenehm Schlaf rauben. Mega krass. Ich habe dich erlebt in dem drin und nachher habe ich dir dann mal irgendwie zurück angerufen und so. Und dann, was ist passiert in der Zwischenzeit? Meine Eltern waren an diesem Tag noch auf Besuch und also sie haben auch so, zuerst sind sie so gewesen, hey Sarah, wieso machst du das und so. Sie haben einfach gesehen, wie schlecht es mir geht. Aber dann, wir haben dann zusammen dafür gebetet und ich habe einfach gewusst, hey, wenn ich das nicht mache, gebe ich eigentlich einfach nachher. Und ich meine, dass es mir so schlecht geht, hat irgendwie in dem Moment so viel auch mit dieser Predigt zu tun. Und ich glaube, es ist auch so ein Angriff und deshalb umso wichtiger, dass ich es mache. Krass. Also du ziehst es durch, wenn es kostet viel, aber als du willst einfach aufgeben. Ja, weil ich glaube einfach, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich so angegriffen werde, dann muss es irgendetwas Größeres dahinter sein und dann, ja. Krass, hey, schau, Sarah, du bist für mich wirklich wahrscheinlich die mutigste Person, die ich kenne. Ja. Wirklich. Einfach das, ich meine, die Südafrika-Geschichte ist nur ein so ein Beispiel, aber das ist dein Lifestyle seit Jahren und du stehst an und du stellst dich Gott zur Verfügung und das ist krass und auch jetzt über das, was du geredet hast. Ich glaube, das hat unsere Herzen bewegt. Und Gott hat dir 3 Sachen bei Menschen aufs Herz gegeben, ganz gezielt, wo du glaubst, das wird er tun heute Abend. Nimm es doch schnell rein in das. Ich weiss nicht, was es heute in dir ausgelöst hat, was ich heute gesagt habe oder wo du stehst. Aber ich glaube, vielleicht bist du heute da und du hast heute das erste Mal dir so eine Zeit genommen, um überhaupt auf Gott zu hören und hast dich vielleicht das erste Mal überhaupt das geöffnet. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, zum Heimgehen und irgendeine Situation zu nehmen, die du in deinem Leben hast und die vor Gott anzulegen und zu sagen, hey, was willst du mit dieser Situation? Was ist deine Lösung? Was ist dein Weg in dem? Und vielleicht weißt du auch ganz genau, was der Weg von Gott ist. Und du siehst, was es bedeuten für dich. Oder du siehst, dass es eventuell ein unsicherer Weg ist. Wie vielleicht so ein bisschen der Weg von Josef. Dann möchte ich dich ermutigen und sagen, hey, Gott ist treu. Und vielleicht bist du gerade in dieser Situation und sagst, hey, ich mag eigentlich nicht mehr, ich bin gefolgt. Und ich habe den Weg eingeschlagen, wo Gott für mich parat hat. Ich habe auf Gott gehört und ich bin jetzt da und ich mag nicht mehr. Dann möchte ich dich ermutigen und sagen, hey, Gott ist nicht fertig mit dir, Gott hat einen Plan und Gott ist treu. Er wird dir die Kraft geben, die du brauchst und er geht mit dir dort durch. Und wie beim Josef ist Gott noch nicht fertig mit dir und er wird auf dich aufpassen.
ja, ich möchte einfach noch beten und ja, lass uns einfach die Augen zumachen und vor Gott kommen, einfach mit all diesen Situationen. Jesus, ich danke dir so fest, dass, wo auch immer wir stehen, dass du noch nicht fertig bist mit uns, dass du einen Weg mit uns vorhast, dass du nicht ein gestresster Gott bist, dass wir nicht in einem Stress jetzt wenig wie vorauslaufen, sondern dass wir einfach wissen dürfen, hey, wir sind in deinem Plan. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass wir deine Stimme hören, dass wir genau wissen, was du für unser Leben willst und dass wir den Mut haben, dort hinzulaufen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach neu ermutigst, neu zusagst, dass ja, du bist treu, ja, du bist mit uns und du bist für uns. Ich danke dir so fest für deine Liebe und ja, dass wir dir vertrauen und dass selbst wenn wir wirklich das Gefühl haben, es ist so auswegslos, dass du noch nicht fertig bist. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.